Servus. Grüß dich, servus, Kid Rap, wie geht's denn? Gut, und dir? Gut, danke der Nachfrage. Kurzes Wochenende gehabt, aber. Sehr gut. Also kurz, ich habe verstanden, ein gutes Wochenende gehabt. Beides, würde ich sagen. Ja. Möchtest du den langweiligsten Tierfakt aller Zeiten hören? Ja. Also es ist wirklich unfassbar langweilig. Kamele können ihnen die Nasenlöcher schließen. Wegen am Sand. Wahrscheinlich, oder? Ja, okay, aber ich meine, das ist ja, kann ja auch so halber. Also können sie dann trotzdem atmen? Also haben sie dann da so einen Filter drin, oder? Ich bin kein Kamel, Okay. ich weiß es nicht. Aber ich meine, das wegen am Sand haben wir das mit den Augen, dass die mehrere Schichten haben. Oder Scheinwischer, irgend sowas haben die. Das war ein cooler Fakt. Ja. Aber das ist gerade pure Scheiße. Entschuldigung, aber ich bin krank. Sabrina, das war wirklich komplette Scheiße. Ja, schade. Was ist alles passiert, Kid Rap? Mei, wir waren in Regensburg, haben unsere Tour gestartet, Bavarian Pie Tour. Erste Show mit Band, vor ausverkauftem Haus in Regensburg. In der alten Metzerei. In der alten Melzerei, genau. Ja. Effekts. Grob. War ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Also die Tour zu starten vor ausverkauftem Hause ist halt schon nochmal krass. Klar ist jetzt ist ungewohnt. Ja. Schon. Das ist schon sehr ungewohnt. Ja, nein, aber ich glaube, die Leute hat es auch gefallen, also nichts Negatives gehört. Nein, es hat nur, man kann ja ganz offen und ehrlich darüber sprechen, deswegen sind wir in diesem Podcast. Ja. Es hat nur die ein oder andere Schwierigkeit gegeben von unserer Seite. Wenn du so, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, für gewöhnlich, auch da legen wir jetzt nicht an. Wenn wir jetzt einmal ein paar Monate nicht auftreten sind oder wenn wir eine neue Tour haben, dann proben wir vielleicht zweimal davor Ja. und dann passt es. Ja. Wir haben das mal, weil es mit Band war, glaube ich, 6-mal probt oder so. Und jetzt haltet euch fest, eine Generalprobe gemacht. Ja, richtig, mit Einmal so Aufbau. bei unserem Tontechniker in der Halle. Ja. Kannst du dir das vorstellen, du da draußen? Extra hingefahren. Nach Traunstein. Da sind wir um 4 Uhr losgefahren und waren um 1 daheim. Ja. Abends, gell? Damit ihr eine geile Show habt. Und genau, das wollte ich auch noch bestellen. Also es gibt eine große Enthüllung am Anfang, das kann man auch schon mal verraten. Ja. Und wir haben es diesmal ziemlich cool gemacht. Wir haben uns einen sehr großen Molton gekauft. Und normalerweise gibt es da extra so ein System, wo du das oben aufhängst und dann drückst du auf einen Knopf und dann lässt du das los und that's it. Und da wir aber noch leider aus dem Volk sind, aus der Mitte, haben der Kid Rap und ich erstens den Vorhang brutal scheiße aufgehängt. Das so schon durchgehend. gesehen. Ja. Aber man muss auch sagen, auch Einmal dieses System hätte da nicht funktioniert. Nein. Also wir hätten dann selber noch eine Traversen aufbauen müssen, komplett. bei J. Ja. Dann hätte es kein Ruby oder wie das System heißt, irgendwie so etwas Japanisches. Das hätte dann funktioniert. Aber so haben wir uns einfach bei Amazon einen 25 € Seilzug gekauft und haben das dann mit so einer Art, mit so einer Schnur, die wo eigentlich fürs Pavillons oder beim Zettel hergenommen wird, versucht, diesen 30 Kilo Molton zu spannen. Was durchaus funktioniert hat, aber es haut halt nicht so gut hin, wenn der 6 Meter Molton in der Mitte nicht nur ein weiteres Ding hat. Ja. Und dann sind wir richtig, also ich habe meinen Knoten so festgemacht, dass ich ihn nicht mehr aufgeregt habe. Oder du bist einfach besser aus der Live. Nein, bei mir war da ein Haken und da habe ich ihn einfach gut hinbinden können. Okay. Ja, bei mir nicht. Ja. Aber der Knoten war bombenfest. Das glaube ich. Ja, und ich habe ihn dann nicht einfach so hoch geschoben. Ich bin nicht gut im Knoten machen, habe ich festgestellt. Das ist echt nichts, was ich gut kann. Das war Weil wenn da das saunervig. Seilende so lang ist, dann... Ja, ich habe so schnell angezogen, dass es heiß geworden ist. Krass. Das hat richtig weh, da hat mich so genervt. Ich habe dann meinen Teil abschneiden müssen. Ja. Das hat nicht so cool ausgeschaut, weil wir an der Seite schon zu sehen waren. Ja. Und die Leute schauen schon diese ganze Zeit so hinter der Bühne. Und so. Eigentlich wäre es besser gewesen, wir waren einfach reingekommen dann. Also weil das Intro dauert ja so lang, auch der Instrumentalteil, wenn wir dann einfach zu zweit oder zu dritt hochmarschiert waren, wäre wahrscheinlich cooler gewesen. Anstelle vom Vorhangfall. Ja. Jetzt in der Location. Ja, du. Sonst war der Vorhangfall ist immer cool. Vorher. Ja, das nächste Mal holen wir uns wirklich so eine Traversen. Also sowas, wir haben ja auch nicht da. Ah, das ist zu kurz, glaube ich. Ja, irgendwas holen wir uns auf jeden Fall. Es muss ja keine richtige Also Traversen ist sein. auch wieder sowas, was so unverschämt viel Geld kostet für das, was es ist. Das macht mich so sauer. Ich glaube, so Traversen, so ein Teil kostet 300 € für ein paar Meter oder so. Echt, oder? Das sind Schweineteuer, diese Kackdinger. Ich möchte da keine richtige Traversen. Irgendeine Lösung für mich. Sonst baue ich mir selber was, das ist auch gar kein Problem. Das war auf jeden Fall der glorreiche Start an unserer Show und ab da ist nur noch beim Schlag auf Schlag. Ja.
Echt schnell vergangen, der Das ist wirklich sau schnell vergangen. Ich weiß gar nicht, das waren dann nicht die 1,75 Stunden, wenn wir gedacht haben. Ja, doch, ich glaube knapp mit dem Harry sein Intro auf jeden Fall. Ich glaube so rein. Toll, jetzt wissen die Leute, dass er ein Intro hat. Ja, ganz was Neues. Ja, und dann noch, schöne Show gehabt, gell. Ich hatte relativ klar ein paar Dinge gibt es immer. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das auffällt, weil sie wissen ja nicht, was richtig gehört hat. Also mein Lieblingsfakt war, dass am Anfang ist ja was. Also die Rolle vom Harry am Anfang, die erlaubt sehr viel Freiraum. Ja. Und da er am Anfang ein relativ ungeschickter junger Mann ist, ohne näher darauf eingehen zu wollen, kann er sich eigentlich nahezu alles erlauben. Also wenn mal was lang dauert, dann heißt das nicht, dass wir das so geplant haben. Ja. Und in dem Fall war es auch so, dass etwas so gar nicht geklappt hat, Ja. aber hat halt perfekt in die Rolle passt. Von dem her ist das alles cool. Weißt du, hast du eigentlich gesehen, wo die hingeflogen ist dann? Die Was? Leinwand? Das ist einfach nach unten geklappt. Ach so, die ist nicht runtergefallen. Nein, sie hat einfach zusammengezogen wieder, weil das ja Spannung war. Das ist nur lustig. Ja. Also wirklich wie in so einem schlechten Slapstick-Lehrerfilm, ja. Ja, sonst die Leute waren gut drauf, mega friedlich, weil wir unsere eigenen Securities dabei gehabt. Der Peisse, mit seinem $1 Million-Smile. SSP-Sicherheit, falls ihr einmal stabile, aber besonnene Türsteher braucht, dann könnt ihr euch die auf jeden Fall holen. Also, wenn ihr es euch leisten könnt, natürlich. Leider haben wir mega Bock gehabt. Ich muss auch dazu sagen, danke an die 2 Krankenschwestern, die mir angeboten haben, dass wir jederzeit einen Katheter legen könnten. Ja. Ich komme auf alle Fälle darauf zurück, zum Beispiel für Festivals, für was weiß ich. Vielleicht schauen wir einfach mal ein Tutorial an. Hast du gewusst, dass das, sie haben es mir dann zu genau erklärt, wie das funktioniert. Es wird dann der Pissloch reingeschoben. Ja, aber hast du gewusst, dass es dann aufblasen wird? Ja. Das hast du gewusst? Das habe ich gewusst, ja. Woher? Fetisch. Okay. Ja. Das ist schön, die haben gesagt, das ist echt recht groß. Ich habe gesagt, wie geht das? Nein, das Pissloch. Ich habe gesagt, das geht schon, das kann ich schon gerne machen. Dann sage ich, jetzt hast du mich genau an der Stelle, was du nicht haben möchtest, Mädel, gell? Ja. Ich hätte gerne lernen, dass ich mir selber Infusionen setzen kann. Das, glaube ich, ist gar kein Problem. Ja, weil ich glaube einfach, dass das einfach gut war, wenn man so jetzt mehrere Shows hintereinander oder so hat und du pfefferst oder so eine kleine Kochsalzlösung einfach nur. Kochsalzlösung, irgend sowas, ja, so ein kleiner Cocktail. So sind wir auf das Thema gekommen. Ich habe so gefragt, ob sie mir Infusion legen könnten. Weil das war gerade recht. Und dann, ich kann ja einen Katheter legen. Ich weiß ja, klar, das ist ja das nächste Naheliegende. Vielleicht kannst du deine Bettpfanne ausleihen. Ja, das wiederum war nötig. War völlig in Ordnung. Ja. Backstage war es voller Bettpfannen. Ja, hier. Und sie müssen hören, was von wem ist. In Berlin gibt es anscheinend eine Borzen, die heißt das Klo und da kannst du aus einer Bettpfanne der Getränk saufen. Das habe ich schon mal gehört, ja. War ich leider noch nicht dort. Ja, ist ein bisschen so das Prinzip auch vom Fuck, wirst du in Amerika, was beleidigt wirst? Rick, nein, nicht Ricks. Ja, jetzt geht's los. Dick's Last Resort, Gott sei Dank. Danke, dass du mir die Chance gegeben hast, weil ich zweifle schon an allem. Und anscheinend ist es da halt so, dass du halt am Anfang schon vom Türsteher beleidigt wirst und das ist so das Konzept. Das finde ich ein gutes Konzept. Ja. Gibt es in Deutschland ein Dix? Nein, nur in die USA. Wie meinst du, haben wir selbst schon mal drüber geredet, was glaubst du, wie das Konzept bei uns so kommt? Ich glaube eigentlich schon. Vor allem, wenn du es auf Bohrisch machst. Ja, ich glaube schon gut, ja. Was Grantler? Ein bisschen so ist es ja bei so Ritteressen oder so, da wärst du ein bisschen verarscht da. Ja. Und, aber halt nicht lustig, sondern du wärst halt nicht richtig beleidigt. Na, deswegen glaube ich, war das schon. Ja. Und vor allem, ich schwör's dir, wir wollten haben schon lange überlegt. Wegen einer Gastronomie. Ja. Lass uns das Grantlers aufmachen. Ja. Das Grantlers, da kommst du dann rein und wirst von typischen, vor allem das so eine klassische, ja eigentlich kannst du da jemand nur deine Mom nicht, der muss das gar nicht dazu sagen vorher. Ja, aber das ist als Bedienung sehr, sehr nett. Scheiße. Ja, aber ich glaube, wenn sie instruiert wird, dann ist das für sie einfach ein Schalter und dann zeigt sie eine wahre Sicht. Ja, dann fehlt im die positivsten Maske. Sinne. Ja. Weil du bist ein Engel. Ja, völlig. Ich überlege, du einen Namen sagen darf, aber ist ja kein Geheimnis. Meine Mom schaut ja nicht dafür, was wir machen. Von dem her. Ja. Meine auch nicht. Na. Nicht mehr. Was meinst du, was am Harry seine Mom? Die müssen wir noch, ja, der Harry schaut sich nicht die Podcasts, das ist das Gute. Ja. Ich rede mal mit der Sabrina, vielleicht kriegen wir seine Mom zum Backstage als Special Guest. Das war geil, weil die muss das singen. Ja. Die muss das wirklich singen. Ja. Ansonsten hat uns der Kidrap noch eine ganz feine Portion Ringsburg rausgesucht. Aus Hexenheisel. Ja.
eine absolut legendäre Kneipe in Regensburg, so ist uns immer vermittelt worden. Ja. Scheinbar, wie gesagt, ich war nicht so lange da wie ihr. Ja. War die früher mal noch ein bisschen cooler. Sie geben sich schon Mühe, also das bedeutet, die Bedienung hat Walzung wie Hexe, glaube ich. Ja. Das war cool. Die war nett und die war schnell. Also das Ja, das für war's. dass die allein war. Und sie hat sich richtig mir beim Weißbier geschenkt, hast du das mitgekriegt? Ja. Also, und ansonsten, aber der Laden an sich ist so groß wie unser Büro. Ja. Also, wie der Westflügel vielleicht vom Büro und ohne die ganzen Ebenen. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, dass, pass auf, vor Samstag, was ist deine Meinung zu Mettlern? Ja, ich mag Mettler an sich, also ich weiß, dass das freundliche Leute sind, aber mich nerven Rockfans mittlerweile insgesamt, weil die denken, dass sie Musikgeschmack gepachtet haben immer. Okay. Und auch auf die Festivals immer negative Stimmung verbreiten, wenn irgendwas anders spielt, was jetzt nicht eher einem Gusto entspricht. Aber das ändert sich doch ständig, oder? Nein, also ich habe das noch nie erlebt. Nicht dadurch die ganze Zeit, vielleicht weil du nicht dann auf die Rap oder Teile oder so. Ja, bin ich schon. Ja. Aber nicht so brutal wie du. Ja gut, aber was erwarten sie, wenn sie am Rock am Park gern und dann schauen sie sich Icky-Mail oder wer immer da spielt, gut, dann geht auch zu die 14 anderen Scheißkonzerte, die da zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Und schaut er zum 100. Mal feine seine Fischfilet. Ja, aber also Mettler, also an sich entspannte Typen, aber da waren schon, also es waren ja nicht nur Trottel da, aber es waren schon ein paar Vollspasten da auf jeden Fall. Das finde ich immer schockierend, weil wir ja trotzdem, man traut uns nicht zu, aber ja die weltoffensten Menschen überhaupt sind und das ist immer für mich sehr komisch, wenn man vorverurteilt wird. Ich meine, die haben mitgekriegt, wir spielen wir machen bayerischen Rap oder bayerische Partymucke. Und meine Einstellung zum Mettler war eigentlich immer, das sind die geilsten Typen überhaupt, weil sie eben also ausschauen wie die größten Krattler überhaupt. Nein, weil es einfach ich sage mal, das Mettler-Dasein, das wirkt ja auch als was aus einer anderen Zeit. Und das feiert die halt, wenn sie das durchziehen. Und meistens traust ich sage mal, wenn du das da anschaust, dann kann man, wenn man es nicht besser wüsste, ja sagen, die sind bestimmt voll die grimmigen Typen, wenn es nicht gerade Hair-Metal-Typen sind. Aber es sind mit die nettesten Leute überhaupt, aber das waren wirklich so viele Spasten da, die aber von vornherein uns einfach die waren eine Menge komplett unfreundlich, einfach so grundlos. Also man hat ja nichts machen können, da drin war es halt voll, es war eng und da berührst halt dann mit den einen oder anderen auch. Und da mal in den Studio gekommen und dreht er sich gleich um und schaut so und denkt, was willst du Stichlern. Ja, weil wir unsere Kutten nicht gehabt haben. Wahrscheinlich, Wer regiert in Regensburg? Alle Kasperl. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nein, der wo da war, der Kutten auch gehabt, aber eher so. Aber kein richtiges. Also war kein Biker-Kutten, nicht, glaube ich, aber. Und braucht er mit uns eh nicht. Nein. Naja, der Veranstalter, der das gemacht hat, der war eigentlich nett. Also der war entspannt. Aber insgesamt, auch wenn wir haben uns zu unserem Auto einen Ausgang teilt und ich bin es halt einfach als Bauernfünfer gewohnt, dass ich, wenn ich in so einem engen Raum wenn mir jemand entgegenkommt, dass ich Servus sage, da habe ich nichts gesagt. Genauso wie diese da oben in der Nähe von unserem Backstage-Raum. Was war das, ein Salsa-Kurs oder irgendwie sowas? Salsa, ja. Salsa oder Flamenco, irgendwie sowas. Und wir teilen uns da den Gang und die ganze Zeit Leute und ich immer so, Servus, grüß euch. Nix. Ja, aber du hast auch Pech gehabt. Also schon, zu mir waren sie echt nett. Okay. Aber ich war dabei bei zweimal, wo du Kid Rap war einer der nettesten Menschen überhaupt. So. Es gibt eigentlich nur zwei Arten von Kid Rap. Der gar nichts sagt. Oder wenn er sagt, der sehr gut erzogen ist und höflich sagt, Servus, grüß dich. Grüß Gott sogar, wenn die Dame älter ist. Aus Höflichkeit. Die hatten auch geschaut. Also, das war richtig. Und das ist, ich meine, ich bin ja nicht so hängen geblieben, dass ich jetzt durch Minga laufe und jeden grüße, aber wenn ich jemanden in derselben Location auf den Gang trifft und so und ich auch einen guten Eindruck machen will, dann, also ich darf als Reflex schon immer Servus sagen, auch wenn ich jetzt halt jemanden nicht grüßen hätte wollen, so, weil ich dann, Servus, grüß dich. Aber gut, anscheinend haben die nicht so die Kinderstube genossen. Nein, ganz und gar nicht. Da bin ich aber auch sehr empfindlich. Ja, ich hasse nichts mehr, wenn ich
Also, wenn ich jetzt vorher, keine Ahnung, die ganze Zeit ein riesen Arschloch bin und dann entgegnet mir jemand genauso, dann ist es halt so, gell? Aber wenn man vorher nett ist und nichts gemacht hat und dann sind die Leute so unhöflich, dann das hasse ich wie die Pest. Ja, mag ich auch nicht so gerne. Ja. Weil eben, wir müssen es ja nicht mal. Das ist einfach nur, weil wir halt, ja, wie gesagt, wären seine Eltern uns sonst gewaterboardet hätten, wenn wir die Leute nicht grüßen. Das stimmt, ja. Aber du musst halt sagen, das ist halt ein Ehrfehler. Das ist auch eher ein Verlust, weil vielleicht hätten sie an dem Tag einen ganz tollen Menschen kennenlernen können. Vielleicht, ja. Ein Kid Rap. Ja. Und so gehen sie jetzt auch. Da war ich sogar noch nüchtern. Ja. Also die doppelte Frechheit. Das ist eigentlich das, was dir am meisten aufregt, oder? Aber das war wirklich ein komplettes Paralleluniversum. Hier war ein langer Gang, ihr seht das bestimmt genau. Ja. Dann war da, sage ich mal, am Ende des Ganges waren noch 3 Türen zwischen irgendeinem großen Veranstaltungsraum und unserem Backstage-Bereich, der relativ eng bemessen war. Ja. Und da war, da vor mir geht die Tür auf und da war noch keiner da, die haben gerade vorbereitet, das ist eine Käseplatte und Obstplatten, beleuchtet. Ein einzelner Tisch, so geil beleuchtet, da wärst gemeint, das ist ein scheiß Filmset. Ja. Und dann haben wir herausgefunden, dass da ein Salsa-Kurs stattfindet und die Leute, die da waren, die waren auch irgendwie gefeiert, außer die jetzt gemeint zu dir waren, die hasse ich jetzt auch. Ja. Aber die haben da den ganzen Abend getanzt und das war halt so geisteskrank, weil da hörst die ganze Zeit Salsa und Flamenco-Mucke raus und dann geht man in unseren Backstage-Raum und da kommt dann alles zwischen Oldies, so Schlager, schlechter Rap. Kingmische, heute wird gebechert, PI 16, ein, wir bringen die Party in die S-Bahn und dann machst du die auf. Das war gerade Salsa. Salsa, okay. Schon, oder? Ja, so Trompetensolo gerade, oder? Ja, genau, das ist halt der Teil, wo es dann sehr körperbetonter Tanz. Da war schon die ein oder andere Ü60-Dame dabei, wo ich mir gedacht habe, mein Gott. Ja. Die allein in den Wald treffen. Mit der auf jeden Fall mal allein in den Wald gehen. Ja. Und allein wieder zurückgehen. Ja. Und das ist so viel zum Auftritt. Ja. Ich glaube, so viele Besonderheiten gibt es dann dazu. Vorband haben wir das mal gehabt. Stimmt. Der Cats Music und der Goldene Snoozer. Ja, jetzt einmal ein bisschen supporten. Ja, sind jetzt seit 4 Jahren am Start. Waren seit 1,5 Jahren auf Borisch auch Mucke. Ja. Sehr talentierte Präs und vor allem eine richtig gute Energie, eine positive Energie. Ja. Sehr kleines Intro überlegt. Ja. Haben wir, glaube ich, nicht die schlechteste Wahl getroffen. Ja. Ich glaube, im Backstage wird es ähnlich positiv. Da sind andere dabei. Das kann man ja schon sagen, glaube ich, oder? Nein, warten wir noch bis kurz davor. Finde ich schon. Ja, gar nicht. Ja. Das ist ein Special Guest oder Vorband. Ja. Und ansonsten, dann, was ist uns? Ja, stimmt, wir sind noch darauf hingewiesen worden von der Location, dass keine Ausschreitungen toleriert werden. Das fand ich sehr lustig. das war stimmt der CVD. Ja, Chef vom Dienst. Ja, es kommt zu mir, aber hat erst einmal, also war ein netter Typ, muss ich ganz klar dazu sagen, war alle nett. Ja. Aber er hat erst einmal durchgeschaut, Veranstalter, ja, hier. Und hi und Ding, Preis halt, so Halbpreis. Ja. Jemand, der sich das abgefunden hat. Halbblutpreis. Ja, richtig. Und hat dann gesagt, er muss jetzt nur noch eines sagen, also Übergriffe in jeglicher Form, da herrscht bei ihm eine Null-Toleranz-Politik. Und dann schaue ich ihm so an und dann sage ich, das hoffe ich. Ja, schon was denkst du? Also bei uns an der Konzertkarten steht unten drunter, hey, bitte alle Typen gelangst die Weiber an den Arsch und dann haut die ganze Location kaputt. Ja. Ja, und dann fand ich mal, das hoffe ich, habe ich gesagt, ich hätte, aber da sagen sie, dann bin ich ja beruhigt. So, das wäre noch cooler gewesen. Ja. Nein, aber der hat dann auch ein bisschen gelacht, dass ich gesagt habe, das hoffe ich. Weil, also das ist also das finde ich so ein Ding der Selbstverständlichkeit. Ja. Das geht unsere Securities ganz genauso. Und unsere Fans sind wieder erwarten sehr friedliche Trinker. Ja, voll. Und das ist auch wieder mal bestätigt worden. Ja, waren alle mega entspannt. Der Franz hat erzählt, dass er es sehr lustig findet, bei unseren Konzerten ist das irgendwie immer gleich, dass die Leute brav wie die Schulbuben in der Reihe stehen, wirklich wie wenn sie eigentlich heim zur Mama gehen und so, als hätten sie nichts getrunken. Ja. Da stehen sie dann mal da und sagen, hallo, servus, grüß dich. Und kaum sind sie drin. Das feiere ich schon sehr. Ja, aber ich finde das ja okay dann. Also wenn man, ist ja positiv. wenn du dann beim Konzert da in der Gaudi hast. Ja.
Ja, insgesamt bei der Location, also ein cooler Vibe, aber die Bühnensituation nicht ideal, weil du siehst von hinten, glaube ich, echt schlecht, also die Sachen nicht so wirklich gut gesehen. Ja, die Bühne ist halt einfach auch sehr niedrig. Ja. Also, wir werden es problemlos gesehen haben, schätze ich. Ja. Wenn halt jemand doch knapper bemessen ist wie du. Ja. Best ist, du bist perfekt, so wie du bist. Wahrscheinlich haben sie ganz nicht Mike gesehen. Ja, stimmt, ich habe gar nichts anderes gesehen. Ja. Dann kann das schon ein Problem sein. Ja, Band super gespielt, das kann man auch noch sagen. Also, ja, und $1 Million Hirsch und Mike O'Reilly. Ja. Nein, im Bunde haben richtig rasiert. Ja. Mike, du hast die 3-4 Mal verspielt. Ja. Ah, das passt schon. Ja, der Hirsch hat sehr aufgeblüht. Also ja, es hat vorher viel Spaß gehabt, war immer ich lustig. singe hinter mir nicht so ganz oft, aber der Bruno hat auch erzählt, dass der die ganze Zeit durch. Ja. Die Texte alle kann, also das feiert ich einfach schon sehr. Ja. Also das ist jetzt eine Empfehlung von uns an euch, wenn ihr eine Band seid, oder wenn ihr Musik macht und nicht wisst, ob ihr mit Band spielen wollt, sucht euch Leute, die so richtig Bock auf euer Projekt haben. Also nicht nur Bock haben, in einer Band zu spielen oder Musik zu machen, sondern die eure Musik auch feiern. Weil es ändert einfach alles um 1000%. Die sich nicht nur hinstellen und sagen, ja, was soll ich spielen? Ja, okay, kann ich das schon spielen, sondern Leute, die wirklich die ganze Bewegung feiern, weil das macht schon sehr Spaß, da mit denen unterwegs zu sein. Ich hoffe nur, der Mike hört das nicht. Nein. Ja, wie bereitet man sich auf ein Konzert für uns vor? Das ist noch eigentlich selbsterklärend, oder? Also du triffst dich am besten vorher mit deinen Spätzl. Wir sind noch gar nicht beim Thema der Woche, oder? Also doch, Bavarian Thai. Ja, aber was waren die Gedanken, was können Gäste Also, okay. Hey, was liest du auf dem Zettel da? Sag einmal. Entschuldigung. Was soll denn das jetzt? Du hebst hier gerade sämtliche Gesetze aus den Angeln der Justiz. Ja. Also das Thema der Woche ist die Bavarian Pie Tour. Ja, okay, Entschuldigung. Ich dachte, das war schon das Thema der Woche. Was waren die Gedanken hinter der Idee? Hinter dem Tournamen? Der ganze, warum die Bavarian Pie Tour? Ja, grob war erst einmal die Idee, Schule als Thema zu nehmen, oder? War mal kurz der Gedanke und dann haben wir das in einen Suff-Rahmen gebracht, jetzt einmal sagen. Was positiver assoziiert wird, wie jetzt halt Schule an sich. Ja. Weil vielleicht nicht jeder die traumhafte Schulzeit gehabt hat. Mir kommt gerade, wir haben nirgends den Bavarian Pie drin. Wie meinst du? Also, den Kuchen. Nein. Also der kommt nicht wirklich vor. Ah, da kommt der oder? Im ersten Film kommt der auch nur vor und dann. Ja, bei uns kommt der gar nicht vor. Ja. Da müsste man ja so einen Leberkass Kuchen machen lassen. Das macht man auch mal liebend gerne, wenn wir es darum bitten. Ja, nein, wir überlegen halt immer, was bietet eine gute Basis, um viel Scheiß zu machen. Ja. Und ja, Thema Schule, also so ein bisschen auf amerikanisch mit College und oder Highschool. Ja, ich möchte mit denen das Assoziationsspiel spielen. Thema mit Schule oder Highschool, Bier auf. Warte, ich sag jetzt ein Wort und du sagst, was dir dazu einfällt. Okay. Ein Rhododendronbusch. Likör. Ich gedacht nicht so. Ich hab gedacht, du sagst einfach Bier saufen. Das okay. Jetzt können wir es nicht mehr spielen. Ja. Schade. Bier saufen. Super. Timing ist auch gut. Was können die Gäste erwarten, Ketchup? Wenn wir schon angeteasert haben, wir schauen mit Band diesmal. Ein paar behinderte Einlagen auf jeden Fall. Da haben wir uns, glaube ich, diesmal finde ich sehr rund geworden. Also die Einlagen passen alle sehr gut zum Thema. Ja. Und 1,5 Stunden Spielspaß und Freude. Ja. Das werden wir relativ bald machen, dass wir uns zusammenhocken und die Verbesserungsdinger vielleicht noch aufschreiben, weil jetzt ist es noch frisch. Ja. Mir gab es noch was zu sagen, also ich möchte ein Top-EM dann doch lieber live spielen und dann müssen wir es halt einfach ein bisschen verschieben als, weil so Punkt. Ja, das können Sie erwarten. Also allgemein, es ist immer jetzt unfair, dann das zu den Leuten zu sagen, die jetzt halt schon auf der ersten Show waren, aber es ist ja wohl klar, dass die erste Show ist, also du bist halt jetzt eine Milliarden-Dollar-Produktion, gell? Ja. Aber wir sind ja kreative Leute, das bedeutet, es kann immer sein, dass bei Shows was dazufällt oder dazukommt und was wegfällt. Das bedeutet, kann schon sein, dass die nächste dann noch ein paar Sachen. Also lohnt sich halt auch zweimal hinzugehen, weil immer noch was dazukommt. Ja. Also ein paar Sachen hätte ich schon noch, die mir einfallen. Aber wie du schon sagst, ich finde es auch sehr rund. Ja. Wie bereitet man sich
am besten auf ein Los Brutales Konzert vorgetrappt? Also ich würde auf jeden Fall vorglühen. Ja. Das ist mal das A und O. Weil auch jetzt wie in Regensburg keinerlei Kritik an die Barleute, die haben da versucht, das Beste zu machen. Aber da kommen halt 400 sehr, sehr durstige Menschen und gingen an Reihe und sofort an Bar. Und egal, also die Bar war ja auch klar, konntest ja nichts machen. Ja. Konntest nicht so schnell versorgt werden und teilweise haben die Leute schon anscheinend eine halbe, dreiviertel Stunde warten müssen, um ein Getränk zu kriegen. Ja, das ist blöd. Und dann ist es auch schon losgegangen, dann hat die Vorband schon gespielt um 8 Uhr und dann haben sie eigentlich nur eine Viertelstunde Zeit gehabt, um sich was zum Saufen zu holen und dann haben schon wir gespielt. Und dann sind sie auch schon relativ nach dem, ich glaube so nach Dreiviertelstunde, nach Auftrittsende sind sie schon alle ausgestappt worden. Ja, und es wurde sich des Öfteren darüber beschwert, dass man aus Plastikbechern Bier trinken haben müssen. Ja, Aber man muss halt auch dazu sagen, fairerweise, dass die Ringsburger alle Grattler sind, die nicht erst kein Glasl geben. Gibt die Ringsburger ein Glasl und es gibt auch die da drin. Ja. Die hauen dir das Zeug so über den Schädel. Oder klauen sie halt. Ja, das ist sowieso. Ja. Weißt du, was war, als ich in der Früh das Auto geholt habe? Was sehe ich vor der Melze? Ein Haufen zerbrochene Glasscheiben, deswegen gibt es kein Glas da drin. Ja. Ein Becher ist daneben gelegen. Wie hat der Becher ausgeschaut? Der war noch ganz. Super. Ja. Ja, das glaube ich ist auch schlauer bei so einer Konzertlocations. Ich trinke schon auch echt. Also Bier aus dem Plastikbecher ist schon grenzwertig. Ja, also Festival-Penner-mäßig auf jeden Fall, ja. Ich verstehe nicht, warum es dann nicht einfach Flaschen raushauen. Das darf viel schneller gehen. Ich verstehe das auch nicht. Das hat der CVD zu mir auch gesagt. Hey, ja, danach gibt es halt nur noch Flaschenbier. Und so, perfekt. Ja, so, ja. Optimal. Ja, vor allem geht das viel schneller. Also Ja, da müsstest du nur das Weißbier einschenken und dann den Rest haust du einfach raus. Ja, das ist eigentlich und halt alle Top 10 Spotify-Songs auf jeden Fall anhören, weil die werden wir relativ sicher spielen. Also meine Idealvorstellung von einer Los Brutalos Konzertvorbereitung, weil ich gehe davon aus, dass die Leute sehr weit fahren, um uns zu sehen. Ja. Ich finde ja so eine Zugfahrt zum Beispiel zu einem Konzert voll geil. Jetzt sagen wir mal, du wohnst eine Stunde oder 2 Stunden weg, dann triffst du die um allerspätestens 3. Ja. Triffst du die am Zug, hast natürlich schon jeder für die Fahrt, du fährst 1 Stunde, du rechnest jetzt, wenn man niedrig ansetzt, rechnest du für jede halbe Stunde rechnest du ein Bier. Ja. Das ist einmal das Also Allermindeste. die ersten 4 halbe auf jeden Fall, ja. Genau, richtig. Das bedeutet, du fährst 2 Stunden, sind wie viel Bier? 4. Super. 1 Stunde, 2 Bier. Ja. Wichtig, du fährst eine Dreiviertelstunde, auch 2 Bier. Ja. Alles, sobald du die 30-Minuten-Grenze überschritten hast, 2 Bier. 35 Minuten Kid-Rap. 2 Bier. So ist es. Dann gehst du raus aus dem Zug, holst dir erst einmal was beim Jahrmaß oder so. Ja. Also du kannst es auch grübig haben, aber du holst dir auf jeden Fall beim Jahrmaß schon dein nächstes Bier. Ein Wegbier halt, ja. Ein Wegbier, dann entweder zur Location, aber wenn du halt um 4 Uhr losfährst oder um 3, dann kannst du davor noch ganz grübig irgendwo essen gehen, begleitet von Bier. Ja. Kannst natürlich auch, wenn du ins Ding gehst, wie heißt das, wo wir gerne Cocktails saufen hin und wieder. Sausalitos. Danke, im Sausalitos, da holst du einen Hamburger mit Pommes frites oder was gibt oder irgendwas Mexikanisches oder was immer das für ein Laden ist. Ja, stellst du diesen Cocktail, den du für 16 oder 20 Euro kriegst, der das derart deine Augen aus den Kopf treten lässt. Und dann, wenn du mindestens, und das ist jetzt mindestens 5, 6 halbe Intus hast, dann bist du bereit, die Location zu betreten. Ja. Vergiss nicht, bei den Konzerten, die ausverkauft sind, es werden etliche sein, kann es sein, dass die Schlange lang ist. Was machst du dann, Kid Rap? Du nimmst ein Bier mit. Ein Schlangenbier, ganz genau. Und wenn es das wirklich ist... Also kein Bier, Schlangen. Nein, das war blöd. Nein, ein Bier für die war blöd ausgedrückt, Entschuldigung. Ja. Hast du gerade gesagt, wegen dem Reinheitsgebot. Ja. Ich kann das alles nicht mehr. Ja. 6 Bier Minimum, dann gehst du rein und der erste Weg ist zur Bar. Dann wirst du erst einmal brutal pissen. Ja, klar. Außer du hast da jemanden getroffen, der dann Katheter liegt. Ja, stimmt, wenn du das große Glück hast. Ja. Und dann gehst du erst einmal hin, dann bist du ja mindestens, du sollst sage ich mal, also 2 Spezi, zu zweit, das soll ein Minimum sein, aber so 4 plus, glaube ich, ist für Los Brutalos Konzert also genau wenn du richtig. Mal vergleichst, wie besoffen die Leute im Fun waren, im Vergleich zu Regensburg, also das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht und da haben die halt schon, also sagen wir mal, wir sind um 10 Uhr gekommen, so, wann geht man in den Club, so um 10 Uhr, 11 Uhr und dann haben sie trotzdem noch 2 Stunden saufen können. Klar, das Fun ist ja darauf ausgelegt, dass du deinen Saft kriegst. Schon, ja. Und dann, aber die Leute, die waren so todesstrack, alle, das war so geil.
Ja, das war echt beeindruckend. Das war wirklich auch weit durch die Bank. Gell? Ja. Das hat mir auch gefallen, hat mir imponiert. Ja, schon, ja, das hat mir geschmeichelt. Ja, und dann, ab da ist dann sowieso, da wechselt es euch dann, wenn ihr 4 Leute seid. Einer halt die erste Runde, der andere die zweite, der dritte die dritte, der vierte die vierte, ganz wichtig. Ja. Halt da bitte zusammen, machst nicht, und du schützt mit dies, du schützt mit dies. Und wenn der eine mal einen Cocktail will, dann nimmst du ihn halt mit und dann, Gott, dann hast du jetzt 3 € mehr ausgegeben, fick dich doch. Ja, Punkt. so schaut's aus. Und nach dem Konzert schaut's im Umkreis von 500 Meter, wird uns dann noch wahrscheinlich in irgendeiner Bar finden. Schon, ja. Wo man uns dann Heulend. Heulend. Ja, weil wir alles so hassen. Ja. Weil wir eigentlich viel lieber Jazz machen würden, Ja. aber es reicht einfach nicht. Ja. Nein. Oder wir saufen einfach, weil wir saugern saufen. Ja. Und dann kommst du daher und ich möchte nicht stören. Dann sag ich, das störst nicht. Wir haben nicht viel Freunde. Schau, Habt weißt, euch warum her. wir hier sind? Ja. Weißt, warum Wir wollen gesehen werden. Ja, warum wir noch hier da schaut rauskommen. Ja. Sicher nicht, weil wir so viele Fans haben. Nein. Sondern wenn wir mal wieder kurz was fühlen wollen. Nein, ein Ding hat mir so einer erkannt, der nicht bei unserem Konzert war. Wo? In dem Hexenheisel, oder wie das heißt. Ah, ja. Da hat mir dann so angeschaut und so, bist du der Kid Rap? Dann sag ich, ja, weil ich hab gedacht, das war ein Witz. Ich hab gedacht, dass er vom Konzert kennt. Ich so, ja, was machst du da? Okay, das kommt überraschend. Ja, ich gesagt, wir haben ein Konzert gespielt. Echt, okay, krass. Ich mag, weil du Kid Rap betonst, oder hast du so betont, dass er betont. Ja, wie die Leute das immer sagen, Kid Rap. Ja, bestimmt, bist du der Kid Rap. Ja. Nicht der Kid Rap. Ja, Was sind denn deine Lieblingskuchen? meine Los Lieblingskuchen. Brodellas Favorites Kuchen. Bienenstich. Deine Lieblingskuchen ist Schoko-Bananentorte. Ja, also 3, oder? Achso, du fängst von 3, Entschuldigung. Ja, Bienenstich auf 3. Bienenstich auf 3, ja. Dann Chaoskuchen und dann die Schokobananentorte. Ja, so da die. Ja. Aber Chaoskuchen und irgendwie nicht geschissene Früchte drin, das hasse ich richtig. Ah, echt, oder? Okay. So Orangen oder sowas mag ich Ja, nicht. Orangen kenne ich da null rein. Kirschen mag ich auch nicht drin. Kirschen mag ich schon relativ gerne, aber. Ja, aber es gibt vielleicht, aber da habe ich irgendeinen Kuchen vergessen. Also ich mag eine Donauwelle auch ganz gern, wenn die gut gemacht ist. Mag ich sehr gern. Mit den Schoko-Bananentorte ist ich auch sehr gern. Tiramisu mag ich noch. Ich liebe Tiramisu. Aber nur, wenn jetzt viel von diesem Na, Alkoholscheiß drin ja, ist. Amaretto oder ist da drin. Ja, kann sein. Ja, ich wollte gerade sagen, obwohl ich ein massiver Alkoholiker bin, mag ich Kuchen mit Alkohol nicht so gern. Überhaupt nicht, mag ich gar nicht. Ich mag auch keinen, wo zwischen die Boden Marmelade drin ist, das mag ich auch nicht. Echt nicht? Nein. Das mag Also ich zum sehr Beispiel Prinzregententorte finde ich zum Kotzen. Prinzregententorte ist allgemein komplett overhyped für mich. Also schaut cool aus mit den 14 Schichten, aber. Oder also Sachertorten, was ich meine. Sachertorten hasse ich auch. Ja, da ist eben das mit der, weil ich mag Ja. diese Mischung aus Schokolade und Marmelade nicht. Das ist Oh, mag ich sehr gerne. schon, friert mich. Finde ich lustig. Aber ja, so verschieden sind die Geschmäcker. Ja, da gab's da einmal diese so eine Art Keksplatzerl oder sowas. Da war so ein Platzerl, da war drinnen so Gelee und drüber Schokolade. Jetzt, Softcake. ich weiß nicht, ob das so heißt. So Orangen. Ja, Gelee genau, drin. Ja, Softcake. Mag ich auch gern. Okay, nein. Aber auch nicht so gern, muss ich jetzt Nein. auch dazu sagen. Ja. Aber ich mag auch, nochmal das Orangenthema Ja, aufzumachen, nichts von der Orange außer ein Saft. Also ich finde das alles, was man daraus sonst gewinnt, Was ist mit den guten weißen Dingen? Das muss dann. ja, das ist ja, Bist du ein Nussenesser? also Vor allem, manchmal, wenn du es selber knacken musst. ne, das macht ja Spaß. Also stimmt, Walnüsse finde ich widerwärtig, das sind ganz schlimme Nüsse. Ja. Aber so Erdnüsse Echt, oder? oder Pistazien mag ich gerne. Findest du das wirklich Ja. widerwärtig? Und ich glaube, ich bin ein bisschen allergisch, kriege immer Bauch wieder davon, mir juckt der Hals. Okay, ja, du hättest einfach sagen können, du bist allergisch. Und Ding Haselnüsse zum Beispiel, mehr hätte ich gerne essen, aber ich glaube, Geriebe bin ich auch allergisch. Ähnliche Symptome. Ja, Cashew, gute Nuss. Macadamia. Ja, geht. Scheiße, jetzt sind wir halt ab. Aber du kannst es nicht in deine engen. Ja. Was gibt's sonst noch? Ja, aber die geilsten sind schon so Pistazien oder Erdnüsse für mich. Erdnüssen. Also die Kuchen zu geben. Ja. Also ich mag am liebsten die Kuchen, die auf jeden Fall die ich mag so schwere, so brutal schwere Kuchen mag ich irgendwie nicht und mit zu viel Teiganteil, Ja. das nervt mich. Ich mag aber auch nicht die reinen Sahne, die einfach nur so eine leichte Sahne, ich Ja. mag dann eher so Mascarpone-Scheiß. Ja. Das ist mein Ding, das ist mein Ding.
Ja, ich muss auch, das ist so ein bisschen wie beim Spargel, das oft so Kur sind ja auch Schweine teuer mittlerweile. Und dann denke ich mir, haut mich jetzt gar nicht so um für das, dass ich da 5, 6 Euro für so ein Stückel Kur zahle. Vor allem jetzt bei so Konditoreien, die wo ja anscheinend echt gut sind, weil andere Leute das sagen. Aber ja, ist dann lieber Eis. Ja, da sind wir beieinander. Da sind wir beieinander. Oder halt auch, also so wirklich so Oma-Kur, also einfach so einen normalen Apfelkur oder sowas. Oh ja, das ist eigentlich ein bisschen Sahne. Das ist mein Lieblingskur. Ja. Es gibt so einen dickten Apfelkur mit Mandeldinger drauf und die Mandeln sind in so einer Zimt- und Zuckerschicht. Das ist mein Lieblingskur. Ja. Okay, gut. Ja. 5 Fragen. Ja. Bist du schon mal auf einen Scam reingefallen? Ja, tatsächlich erst vor kurzem sogar, da habe ich einfach nicht aufpasst und habe aus Versehen meine Kreditkarteninfos irgendwo gegeben, weil es so realistisch war. Und dann habe ich mir, wo ist dann eingegeben, es war irgendwie so ein PayPal-Ding und dann habe ich gedacht, fuck. Ja. Aber ist noch nichts passiert, oder? Ich habe meine Kreditkarten dann sofort sperren lassen und mir neu schicken lassen. Ah, shit. Ja. Das war mal sowas und ja, in Thailand bin ich gescammt worden, weil ich eine Bootsfahrt gemietet habe und dann aber 5 Stunden mit dem Bus gefahren bin. Zur Bootsfahrt, oder? Also, wir hätten da eigentlich von Patong nach Phuket zum Hafen gebracht werden sollen und dann mit dem Boot rüberfahren und dann da halt selber weiterkommen müssen. Wir sind aber nicht zum Phuket-Hafen gefahren, sondern die komplette EU außenrum nach Koh Lanta. Okay. Und ja, irgendwann war es halt dann, wo wir dann realisiert haben, wo ich dann so bei Google Maps geschaut habe und ich sehe, also wenn man da diesen Bogen fährt, wir sind schon da, haben wir gedacht, ja cool. Ja, und hinter uns war ein Typ, der einen Vogel dabei gehabt. Der Bus. Okay. Ja, die Thailänder jetzt nicht die größten Tierschützer sind. Und, ja, also war der frei, der Vogel, oder in so einem sehr kleinen Voliere? In sehr kleiner Voliere, ja. Ich weiß nicht, ob man jeden Vogelkäfig eine Voliere nennt. Wahrscheinlich war es einfach ein Vogelkäfig. Es war ein sehr kleiner Käfig, okay. Also ungefähr so groß und der Vogel war auch ungefähr so groß. Ja. Da bin ich gescammt worden. Ja, in Ägypten auch fast, aber da haben wir dann so lange diskutiert, weil da sind wir aus dem Flieger raus und dann sind gleich diese Bastarde gekommen mit dem Visum. Und das kostet aber, normalerweise, wenn du es weiter vorn kaufst, das $25, 25 Ägypten Müllgeld kostet. Ja. Aber der wollte dann 35 und bis ich das dann checkt habe, weil der schon einen kleinen Tisch gehabt hat und kennst du es ja, wenn du aus dem Flieger rauskommst, und immer noch einen Tisch dann. Einen Tisch, dann unterschreibe ich alles. Ja, das war eigentlich völlig wurscht. Also sobald jemand einen Tisch hat, weißt du ja, der bleibt hier. Du kannst ihm vertrauen, der ist bodenständig. Ja. Der Mann hat einen Tisch. Ja, ich denke immer, ich gebe am Flughafen einen relativ großen Vertrauensvorschuss, weil ich mir denke, am Flughafen. Das sind so viele Securities und Dinge. Und das war noch vor dem Gepäck, also der war drin im Flughafen. Ja, und das hat mich dann eben stutzig gemacht. Es war ja kein richtiger Scam, oder? Er hat einfach nur mehr verlangt. Ja, aber das ist ja. Nein, also Servicegebühr. Ja. Das darf er. Okay. Ja. Aber trotzdem eine richtige Hurensohn-Aktion. Ja, darauf bin ich auch mal reingefallen. Aber bei mir war es Esther. Wenn du da nicht aufs Richtige klickst, dann zahlst du statt die $17 oder was zahlst du 50. Ja. Aber das war das Einzige, ich habe bisher echt immer Glück gehabt. Na, aber sonst, glaube ich, vielleicht, ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, oft, viel magst du gar nicht. Ja, in Sri Lanka, aber da haben wir so Gepäckteile gekauft und die hätten halt irgendwie, die waren sau billig, also die haben 10 Cent oder so gekostet und sie hat halt dann statt die 60 Cent, hat sie halt dann 80 Cent verlangt und die haben es mir halt dann so ausgerechnet. Aber sie ist sogar noch vom Typen angeredet worden. Also echt, vor einem Einheimischen. Das verarscht. Also was das soll, und dann hat sie so, leck mich doch, scheiß drauf. Aber cool von dem Einheimischen. Ja. Okay, ja, dann hast du schon weniger Glück gehabt bisher. Was ist der Lieblings-Kaderessen und gibt es einen Geheimtipp gegen Kader? Also ein Geheimtipp gegen Kader ist, am Tag vorher schon Magnesium zu nehmen. Oder Elotrans. Oder beides, ja. Also wenn ich das Elotrans nicht immer wieder vergessen darf, da ich beides nehmen. Noch viel trinken vorm Schlafen gehen. Und im Idealfall darf man auch noch was essen, das hilft auch immer noch. Also wenn man so kurz vorm Bett geht, noch, keine Ahnung, Mäcki oder sowas fressen darf in der Theorie. Aber meistens habe ich dann keinen Bock mehr, sondern weil ich saumiert bin. Weiß ich. Ja. Ja. Das sind so die Sachen. Ja, Kader essen, irgendwas mit was Salziges mit Fleisch, meistens also Döner oder Schweinsbraten.
Pizza. Döner ist für mich immer noch das beste gerade Essen. Ich weiß nicht warum, das geht irgendwie immer fast. Andere Sachen sind mir dann immer schade. Ja. Weil es ja eines der günstigsten Essen. Ja, mittlerweile auch nicht mehr, aber einst mal. Ansonsten kann ich auch noch einen Haufen Wasser davon. Eigentlich Wasser und Elotrans davor schon saufen. Ja, wenn es so richtig wild war, dann kannst du auch noch eine Schmerztablettenscheine pfeifen. Dann wachst halt relativ gediegen auf. Ja. Aber immer das Schlimmste, wenn ich einfach und mir geht's gut, weil dann weiß ich, ich darf bis übermorgen nicht Auto fahren. Nein, nie wieder eigentlich, ja. Wenn du für einen Tag ein Tier sein kannst, was war das? Ja, Vogel, irgendein Vogel. Ja, cooler Vogel. Ja, Adler. Ja, ich weiß gar nicht, ich mir irgendwann seit Adler oder ist Krähe. Krähe wäre schon geil. Ja, da war ja halt auch noch mystisch. Ja. Aber wenn es über das Zufallsprinzip läuft, dann war ich bestimmt der Hähner. Ja, stimmt ja. Geil, dann schau ich erstmal, klang ich mir das so mit dem Flügel. Ich so, Schnabel, super, ich bin der Vogel. Und dann denke ja. Oder Dodo. Ja. Nein, Kiwi sind die Dinge, wo eine fliegen können, oder? In Neuseeland. Ein Vogelstrauß. Ja. Neuseeland tiertechnisch richtige Opfer. Okay. Ich meine, ein Kiwi ist ein Nationaltier, das ist das coolste Tier, das die haben. Ja, sie denken, das ist das coolste Tier, das haben, oder? Wahrscheinlich, ja. Das coolste Tier, das Australien hat, sind Wombats. Nein, Neuseeland habe ich gesagt. Oh. Nicht Australien. Australien hat viele coole Tiere. Ja. Also, okay. Aber ja gut, das coolste Tier aus Neuseeland sind Schafe. Ja, Schafe. Seehunde haben es noch. Das cool. geht noch. Ich mag aber Seehund gar nicht so gern. Ja, schauen schon knuffig aus. Ja. Ich habe Walrosse mag ich nicht so gern. Oder was ist das, was in San Francisco sind Walrosse, oder? Irgendwann Seehunde. Seelöwen. Nein. Seelöwen und Seehunde, glaube ich, sind das gleiche. Die Kleinen, ich mag die Kleinen. Seehund. Ja. Das sind aber Arschlöcher, die essen Pinguine. Ja. Gott sagen wir. Ja, schon. Ich ist auch Pinguin jetzt pressiert. Ja, stimmt. Wie lange kannst du die Luft da halten? Ich glaube nicht mehr so lang. Das habe ich jetzt halt gerne. Falls wir unter unsere Hörer einen Pneumologen haben, dann sollen wir mal schreien, bitte. Ja. Irgendwas ist da nicht richtig. Und ich weiß nicht, woher es kommt. Weiß nicht, Minuten vielleicht? 45 Sekunden, wenn ich mich nicht Ich habe irgendwann einmal relativ lange die Luft gehalten. Genau, ich war früher klinge wie ein 60er, also früher war ich mal echt fit. Ja. Aber der Papa noch. Ja. So, schau mal. Ja. Schaut mir den Bizeps an. Ich Stefan noch. Womit kriegt man die humortechnisch immer? Immer. Fürze. Also das Stumpfste. Eigentlich alles, was so Family Guy, South Park mäßig ist. Ja. Sehr behinderte Sachen, so wie Anti-Donner oder sowas kriegt mehr. Also was mich immer kriegt, sind redende Tiere, immer. Ja, stimmt, ja. Die gut synchronisiert und in anderen Kontext gestellt, da pisse ich mich. Ja. Da bepisse ich mich. Ja. Das glaube ich insgesamt, was mir halt langweilt, sind nicht diese Standard-Mario Bart-Sachen, so diese Mann-Frau-Dinge. Insgesamt viel so. Normale Witze irgendwie nicht mehr. Also das ist. Nein, da muss wirklich sowas richtig. Also da muss halt asozial sein. Aber jetzt einen normalen Witz. Also ich verstehe nach wie vor nicht, dass es eine Meisterschaft gibt in Witze verzeihen. Ihr verzeiht, ihr überlegt euch die nicht mehr selber. Ja, das ist halt wie so ein Vorlesewettbewerb. Ja, stimmt, ja. Aber sehr lächerlich. Ja. Ist das so lächerlich? Ja. Ja. Na, das ist eigentlich sehr. Ich finde dann nach wie vor immer noch Männer und Frauenkleider lustig. Wenn man sagt. Aber ja. Nichts gegen Transfrauen und Männer, gell? Versteht es nicht falsch. Ja. Das ist was ganz anderes. Das eine ist lustig. Ja, wurscht. Ja. Der Fan der Woche ist. Die Mädels, die man Katheter legen wollten. Ja. Danke an euch zwei. Namen weiß ich noch. Secret-Tipp ist der Aladonu oder so. Aladonu. Ich schaue nochmal. Döner in Regensburg. Wir haben uns einen kleinen Katerdöner gegönnt. No. Ich sag's euch gleich, wie er heißt. Erklär mir, was an dem Döner gut war, bitte. Ja, der Döner war, der war gut. War angenehmes Fleischverhältnis, gutes Fleischverhältnis, gute Soßen gehabt. Sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein gutes Kraut auch dabei gewesen. Hat ein gutes Salz-Säure-Verhältnis dadurch gekriegt. Und war gut zum Essen. Ne? Es ist der Anadolu-Döner am Dachauerplatz, Nähe Dachauerplatz. Parken nicht so einfach, aber schnell bedient worden. War Kartenzahlung möglich? Ja,
krass. Kartenzahlung möglich. Der Döner ist nicht riesig, Nein. aber so, dass er dich satt macht, haut richtig Fleisch drauf. Ja. Das Fleisch war schön knusprig. Gurken drauf, kann man halten davon, was man mag. Ja. Ich mag es für den mag's besonderen auch. frischen Ja, Kick. dafür keine Tomaten. Aber Sowieso. Also war sehr begeistert. ja, was steht die Woche an? Morgen haben wir ein Musikvideo drehen mit die Glue Boys. Glue Boys. Da haben wir einen neuen Song gemacht, kommt am 12.12. raus. Echt? Ja, Stimmt. Das ist ja schon bald. Schon in einem Monat erst. ja. Geht schon mit Pre-Save. Schon, ja. Der wird da alles zerficken. Ja, und ansonsten drehen wir morgen eine Reels. Mit den Glue Boys. Mit die Glue Boys Für kommt den der neuen Song Song. raus. Am 12.12. Der wird alles zerficken. Pre-Save ab jetzt möglich. Ja, heißt letzter Wunsch jetzt, glaube ich. Ja. Viel zu lange über den Songtitel nachgedacht. Nö, ich nicht. Nur kritisiert. Ja. Und ja, sonst, was steht die Woche sonst noch? Eigentlich, Nichts Relevantes. na, Kleine Party am Wochenende, am Freitag. stimmt, das ist am Freitag schon. Ist schon viel scheiße, dass es nicht am Samstag ist. Ja, Aber kann man machen, gell? völlig. Samstag wahrscheinlich Location mehr kostet. Ja. Wurscht, regen wir jetzt nicht auf. Ja, gut. Dann sage ich vielen Dank. Gell? Sorry, dass der Podcast jetzt schon wieder am Montag rauskommt. Ja, Oder wegen kommt am Tour. Montag raus? Ja, halt noch, ja. Tour, Krankheit, ein paar Sachen eingeschissen. It is what it is. Ja, was wir jetzt machen, gell? Kannst nichts machen. Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry Harry. Danke.